Partner vu Venio SRL präsentéieren d'Automotorshow. Die zweite Generation vom Nissan Juke hat sich auch beim Design op kein Experimente angelos und sich an das gewinnende Styling-Kleid rausstechen gelassen. Am Ming froh ist, ganz neu oder irgendwie nach den Erlen, ich fand das loras. Mit typisch grossen runden Luchten könnte Nissan Juke Jahrgang 2020 uns entgehen. Aber wird natürlich auch heute nicht dir fehlen, als die typisch Frausperng am Chrom vom Kühlergrill. Auch für dich mit LED-Luchten vom Wirgas. Den Design vu 4 passt sich auch ein bisschen in der Vorgänger an. Gelies als auch die auffallende Signatur vom Auto. Wobei das Andeelung von den Luchten so ausgesehen, oben Licht für am Dach, an den Scheinwerfer für ovens gut Licht auf Straße zu projizieren. Von Hand geguckt muss ihn auch kein Hellseher sein, für zu konstatieren, dass den Juke ein kleinen Heckschall führt. Was mich auch direkt an eine Rückfuhrkamera erinnert, wenn ihn der Blech nicht wild beschädigen. Mir andererseits aber ob stark ausgebaute Luchten trifft. Von der Seite geguckt fällt die Licht noch an den aufhellend Linie vom Dach ab. Auch wie beim Micra wird Nissan-Klänchen an der C-Seil integriert, was dem ein bisschen den Look von einem SUV Coupé gibt. Der täuscht aber, weil bei dran als der Coupé-Look sehr vergisst, herrscht die Atmosphäre von einem echten Feiertiere mit 5 Plätzen. Bei seinem Mossen von 4,21 Meter lang, 1,80 Meter breit ohne Seitenspiegeln und 1,56 Meter hoch, wird der Rand an Terrasklammen auch natürlich bequem ausfallen lässt. Und dementsprechend klemmt diese kleine SUV den Nissan Juke mit seiner Konkurrenz an den Ring. So abgefrischt und modernisiert wie der Nissan Juke sich noch besser nie präsentiert, sticht auch der Bild vom Interieur, wo Nissan auch mit einer guten Auswahl von Material abgefrischt wird, aber ein bisschen vergisst wird, in der Optik vom Tableau de Bord zu schaffen. Darüber hinaus weist sich der Nissan Juke an puncto Platz am Interieur ganz agreeabel, zumal auf den vichten Sitzer mit komfortabler Sitzposition, optional als Leder oder Alcantara. Ein jeno Modell in Bose Anlage mit einem Bose Lautsprecher an der Kapstütz vom vichten Sitz angebaut ist. Auch für das Klasse von SUV etwas Besonderes. Es spielt noch bei dran, dass der Radstand vom Juke 10 cm zugelöst wird, weil die langen Beine auch an den dran gut Platz fanden und trotzdem muss die große Leute den Kap an dran ein bisschen anziehen und das durch die aufhellende Linie vom Dach, die hier ans Spiel kommt. So gut mal mit einem Dürbelboden an einer mit großer Heckklappe wird knapp 70 Liter Ladevolumen zugelöst. Allein bei 422 bis 1080 Liter Ladevolumen. Nächst zu meckern gëtt un de klassischen Drehrädercher, die sich nach dem Tableau de Bord bemerkbar machen. An noch an dem Volant bleiben die runden Instrumente ammersatz. Den mittelmäßig großen Touchscreen vom Infotainment ist gut an der Sicht vom Chauffeur überrecht. Und die Instrumente lassen sich auch proper auflesen, also hier ist alles am geringen Bereich. Das Assistenzsystem wie Doge Winkel, das Warnsystem für den Seitenverkehr, der Notbremsassistent und so weiter dürfen noch schon nicht mehr an dieser Klasse fehlen. Der Nissan Juke kann sogar als WLAN-Hotspot gebracht gehen und en plus mit 8 verschiedenen Apparaten verbunden gehen. So wie Apple CarPlay oder Android Auto sich mit dem Smartphone verbinden können und Fahren mehr einfach und mehr sicher können machen. Und das alles mit Nissan Intelligent Mobility. Eng Überraschung gëtt awer bei der Wahl vom Motor. Et gëtt nëmmen méi E-Motor. An ugedriwen gëtt den Nissan Juke Jahrgang 2020 vun engem 3-Zylinder Benziner mat der Leistung vu 86 kW 117 PS. An sei maximal Drehmoment vun 180 Newtonmeter bei 4000 Touren an der Minute. Dat ass noch net gewinnt, well en Turbomotor sei maximal Drehmoment schon viel éischter also bei niedrigen Touren aufgeht.
Aber wenn das Leistungen auf dem Makadam könnt, spürt ihr noch direkt, dass das ein Dreizylindermotor schwer auf der Brust ist. Das ist schon keine Rennmaschine. Braucht 10,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h und die maximale Vitesse lädt bei 180 km/h. Und am Spritverbrauch von die 6 Liter geht hier alles an 3. Aber wenn ihr schon beim Motto kein Wheel hört, kann ihn sich aber herauswählen. Ein 6-Gang Normalboard oder ein 7-Gang Doppelkupplungsboard mit Schaltwippen im Voller. Mit zusätzlicher Wheel zwischen 3 Fuhrmodussen, Eco, Standard und Sport. Mit einem Volant, der gut an der Hand lädt, fällt die Steuerung auch präzise aus. Und der Widerstand lässt sich auch heute durch die 3 Fuhrmodussen auf mehr Schärft Fuhren erstellen. Wobei einerseits die Amortiseuren die Federung Strassenlärm nicht beeinflussen. Der Nissan Juke Jogger 2020 gehört auch an seinem Segment nicht gerade zu den flinken City-SUVs, mehr mit klarem definiertem Druckpunkt auf Brems und auf Gaspedal verspricht den aber gut Laune beim Fahren. Als Fazit kann ich so den Nissan Juke als viel mehr attraktiv gehen. Vielleicht nicht optisch, aber das muss jeder für sich selber dezidieren. Er bietet viel mehr Platz, ein schicken Interieur und en plus viel Sicherheitsfeatures.